Die haben jetzt multifunktional einsetzbar. Los geht's, auf geht's, ab geht's hier heute mit einer brandneuen Folge Bayerisch für Anfänger. Bevor wir zum Thema kommen, erst einmal eine sehr wichtige Neuerung. Eventuell fällt es jemandem auf, wir haben Zuwachs bekommen. Das ist unser neuer Kollege, den hat mir ein guter Freund geschenkt, weil er gesagt hat, er kann den Wackelkopf-Chihuahua nicht mehr sehen. Jetzt sitzen sie beide da. Gut, dann kommen wir trotzdem einmal zum Thema. Und das ist diesmal Musikinstrumente. Da fangen wir mit einem ganz simplen Blasinstrument an. Und zwar einer Trompete. Die Trompete wird bei uns als Trompeten bezeichnet. Da haben wir wieder die Auswechslung vom harten T aufs weiche D. Trompeten. Um auch ein Holzblasinstrument zu nennen, die Klarinette. Das ist bei uns ein Klanet. Aus der Zupfinstrumentenfraktion haben wir die Gitarre. Die Gitarre ist eine Gitarre, ebenfalls mit Saiten bestückt. Die Geige. Eine Geige ist ein Geigen. Was ist dann natürlich das Wichtigste und Taktgeber in jeder Musikrichtung? Die Trommel. Die Trommel ist die Trommel und ein ganzes Schlagzeug ist ein Schlagzeug. Wahrscheinlich das Instrument, das man am meisten mit Bayern verbindet, ist die Ziehharmonika. Zu der sagt man bei uns jetzt der Quetschen. Richtung Österreich, wenn man geht, wird es dann die steirische. Da gibt es eben auch die verschiedenen Bauformen, das heißt nicht jede Ziehharmonika ist gleich. Da gibt es auch Unterschiede in die Knöpfe und so weiter. Aber wie gesagt, da unterscheiden sie dann auch im Namen, sprich normale Quetschen, steirische und so weiter. Und weil meistens haben wir natürlich auch heute wieder mal einen kleinen Spezialfall. Und zwar sind in Bayern auch weit verbreitet als Musikinstrument Löffel. Ich habe jetzt da zwei normale Löffel, also Esslöffel. Es gibt für diese musikalische Tätigkeit auch ein Holzlöffel, bedeutet, der ist dann so zusammengemacht. Das heißt, das ist dann ein Holzteil, die haben dann ein bisschen Abstand und das ist dann praktisch verbunden. Die haben dann nur zum Musizieren gedacht. Die haben jetzt multifunktional einsetzbar. Um das Ganze so zu betreiben, dass ein Sound davon weggeht, muss man die Löffel jeweils links und rechts vom Mittelfinger anordnen, so dass ein kleiner Abstand dazwischen entsteht. Dann werden die Löffel, man sieht es jetzt nicht, das ist jetzt wurscht, können Sie sich vorstellen, unten am Oberschenkel aufgelegt und oben halt die Hand dagegen. Den Sound macht man mit der rechten Hand, indem man das Ganze schlagt. Macht sie dann irgendwann so an. Das schallt halt so ein wenig und das kann man dann schön im Takt zur Musik machen, wenn man das kann. Mahlzeit! Jo, das war's zur heutigen Folge schon wieder gewesen. Wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal. Es werden in naher Zukunft auch Facebook-Inhalte folgen, da ich jetzt nicht alles auf YouTube hochlade, sondern so ganz kurze Dinge werden auch auf Facebook kommen. Deswegen schaut auch auf Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal, seid freundlich, Servus!